Ja, dann herzlich willkommen zur heutigen Pressekonferenz vor dem ersten Spieltag, an dem der SV Jahn am morgigen Samstag um 14 Uhr gegen den MSV Duisburg antreten wird zum ersten Heimspiel der Saison. Bei mir ist zur ersten Pressekonferenz zum ersten Mal Alex Schmidt, unser Cheftrainer. Und wie immer, Alex, stelle ich dir kurz 2, 3 Fragen, gebe ein paar Infos zum Spieltag und dann machen wir mit den Journalisten weiter. Mit dem Kartenvorverkauf für das morgige Spiel sind wir sehr zufrieden, ohne jetzt eine Zahl prognostizieren zu wollen, aber es dürfte schon morgen viel los sein. Aus Duisburg kommt natürlich auch einiges mit, da rechnen wir mit 400 bis 450 Zuschauern und hoffen auf eine volle Hütte. Alex, meine erste Frage an dich, kleiner Rückblick zur Vorbereitung, die jetzt fast ganz hinter euch liegt. Wie zufrieden bist du? Was hast du für Eindrücke gewonnen? Ja, die Vorbereitung verlief sehr gut. Ja, wir haben gute Testspielergebnisse gehabt, wir haben gut gearbeitet, was die Kompaktheit betrifft, wo die Mannschaft doch einige Schwächen gehabt hat. Was man so zu Beginn der Vorbereitung noch gesehen hat, das waren sie nicht gewohnt, wie extrem kompakt sie stehen sollen, gegen den Ball arbeiten sollen. Das ist Philosophie-Sache, das soll jetzt nicht heißen, dass sie letztes Jahr schlecht gearbeitet haben, aber jeder Trainer hat halt seine eigene Vorstellung und das war dann meine und das haben die Spieler sehr gut umgesetzt mittlerweile. Klar, es ist noch nicht perfekt, aber es ist schon so, dass wir sehr gut organisiert sind und dementsprechend wollen wir auch morgen uns gegen Duisburg präsentieren, gegen einen starken Gegner, vor dem wir Respekt haben, der sehr gute Einzelspieler hat in seinen Reihen. Aber natürlich, Respekt ist eine Sache, aber wir werden natürlich agieren und werden uns hier nicht verstecken vor heimischem Publikum. Okay, dann blicken wir auf den Kader für das morgige Spiel. Eine Info vorab, der gestrige Neuzugang Jonas Erik Trüppel ist für Samstag spielberechtigt, kann also theoretisch im Kader stehen. Ob das der Fall wird, wäre meine nächste Frage an dich und natürlich allgemein, welche Spieler fallen aus, verletzungsbedingt, wer steht dir zur Verfügung? Gut, verletzungsbedingt fällt Romas Dressler aus, der noch keine einzige Trainingseinheit absolviert hat, seit ich hier bin. Ja, das ist schade, weil das ein guter Spieler ist. Dann hat sich der Slatko Murovic im Spiel gegen Winterthur verletzt, ein Band gerissen. Wir haben das nicht hinbekommen, was jetzt auch normal ist. Ja, er ist schon sehr weit, aber für das morgige Spiel wird es nicht reichen. Eventuell, dass er im zweiten Spiel dann mit dabei ist. Gut, dann Vilagic ist noch verletzt, ja, fällt auch aus, aber ansonsten sind alle Mann an Bord und ja, wir Trainer sind zufrieden, dass eben so die Spieler jetzt im Großen und Ganzen mit dabei sind und hoffen uns doch was im morgigen Spiel. Genau, du hast die Verletzten aufgezählt, dazu kommt dann noch Daniel Franziskus, der noch 2 Spiele Rotsperre absitzen muss. Richtig. Genau. Okay, schauen wir auf den Gegner. Alex, wie schätzt du den MSV Duisburg ein? Hast du Stärken und Schwächen ausmachen können? Wie können wir sie morgen knacken? Ja klar, Duisburg ist jetzt von den Namen her natürlich eine gut hochkarätig besetzte Mannschaft. Sie haben ja ausgegeben, sie wollen aufsteigen. Ja, Gino Ledieri. Gut, Viererkette, namhafte Spieler, Wolze, Schorch, haben doch schon einiges gesehen auf der Fußballwelt. Ja, Thomas Meissner von Borussia Dortmund, den ich selber trainiert habe. Und dann nach vorne Onwegbo, der sicherlich eine gute körperliche Präsenz mitbringt. Ja, schnelle Spieler auf dem Flügel mit Grote und Glotz. Ja, es wird eine Aufgabe. Steffen Bohl, Kapitän von Eintracht Braunschweig, auch noch ein guter Spieler. Es wird eine schwere Aufgabe, aber unsere Mannschaft ist gut drauf und unsere Mannschaft hat bewiesen, dass wir gegen starke Gegner mithalten können und auch gewinnen können, ja, was die Spiele gegen Kräuter Fürth gezeigt haben. Und auch in Budweis oder gegen Winterthur. Wir haben dort ganz ordentlich gearbeitet und wir müssen einfach diese Unterlegenheit, vielleicht namhafte Unterlegenheit, was die Einzelspieler betrifft, die machen wir durch großen Kampfgeist und mannschaftliche Geschlossenheit wett. Und wenn wir das morgen auf den Platz bringen, was wir in der Vorbereitung gezeigt haben in den Spielen, dann können wir uns durchaus was ausrechnen. Aber nur dann. Vielen Dank, Alex. Das war's von mir. Dann übergebe ich die Fragestellung an die Journalisten und den Anfang machen wir wie immer mit Heinz Reichenwalder von der Mittelbayerischen Zeitung.
Okay, das ist ein Novum. Alex, heute nach 38 Spielen werde ich dich quälen die ganze Saison. Ja. Merkt man was schon im Training von der Anspannung vor dem Startspiel? Ja, man merkt es natürlich, es ist eine junge Mannschaft und man hat es jetzt gestern im Training schon gesehen, die Anspannung steigt, sie sind 100% motiviert und man muss jetzt schon aufpassen, dass sie nicht übermotiviert sind, weil da habe ich schon den einen oder anderen gesehen, der da eventuell dazu neigt. Also wir müssen schon schauen, dass wir da das richtige Maß finden. Ja. Ich meine, beim Start da zählen Fakten. Die Vergangenheit, Testspiele, muss da nicht wert quasi, oder? Absolut, interessiert keinen Mensch, was dann für Testspielergebnisse waren. Wenn man jetzt dritte Liga sieht, Osnabrück spielt unentschieden gegen Dortmund, Duisburg spielt unentschieden gegen Bayern. Das zählt halt alles dann immer. Ja. Es zählt dann das Ergebnis morgen um 14 Uhr, wenn es losgeht. Und trotz alledem hat man ja als Trainer ein Gefühl für die Mannschaft, ja, wie sie gearbeitet haben, wie sie drauf sind und mein Gefühl ist gut. Ja, das letzte Spiel in Budweis war jetzt wirklich nochmal eine hervorragende Leistung in allen Bereichen. Natürlich haben wir immer noch Sachen drin, wo wir weiter arbeiten müssen, aber ich habe ein gutes Gefühl und wie gesagt, wir müssen auf den Platz, müssen wir diese mannschaftliche Geschlossenheit bringen, die uns in der Vorbereitung ausgezeichnet hat. Nur dann werden wir gut ausschauen. Ich glaube, bis heute Abschlusstraining. Gibst du danach dann den Spielern dann 18er Kader bekannt? Ganz genau. Ich habe die Aufstellungen der Testspiele mir immer angeschaut, zum Teil habe ich die Testspiele selber gesehen. Also du präferierst 4-4-2 auf jeden Fall. Mit Ausmann etwas, ja, ein bisschen zurück und den Schmidt als ersten stellen. Also würde ich nicht so sagen. Ja, ich muss natürlich auch ein bisschen schauen, wie spielt Duisburg. Ja, die haben ja auch ihr Spielsystem. Und ich kann jetzt nur davon ausgehen, von den Testspielen natürlich. Gell? Testspiele, aber sage ich den Spielern auch immer, es geht um jede Trainingseinheit und wer dann in den letzten 2 Trainingseinheiten sich ein bisschen hängen lässt, mein Gott, das kann schon sein, dass der nicht spielt. Ja, gehen wir mal den Kader durch. Von den 3 Torleuten ist der Oboe mit 2. Drittliga-Erfahrung sicherlich, ich möchte sagen, in Anführungszeichen feste Größe. Ja, Oboe ist gut. Die Viererkette aus dem Budweis spielen lassen, rechts Hein, Innenverteidigung Nachreiner und Rech und Linksverteidiger Redenbach. Kann sich da noch was ändern? Also es ist jetzt nichts gegen euch, aber generell mache ich vom Spiel, gebe ich vom Spiel keine Auskunft zur Aufstellung. Da haben mich die Münchner schon immer ein bisschen kritisch beäugt, aber ist halt leider so. Ja, weil ich will den Gegner nicht in Karten spielen, das hat ja nichts damit zu tun, dass ich euch Auskunft geben will. Alex, aber ihr fahrt aus Duisburg, nichts. Ja. Ich weiß nichts. Also ich kann damit leben, das ist kein Problem. Ich sage jetzt nur, was mir aufgefallen ist. Mir ist also im Mittelfeld aufgefallen, dass der Herzl überwiegend rechts gespielt hat. Auf der Doppel-6 in Anführungszeichen, da wird ja, die Abwehr organisiert und der Aufbau ebenso. War Geipel und Kurz oder umgekehrt Kurz und Geipel und links war der Lina. Mit wem, was gibt es für Alternativen? Ist dieser Erbig Trüppel, ist das schon eine Alternative, glaubst du? Gut, der Jonas ist eine Waffe, über die Seite ist pfeilschnell. Ja, und da haben wir schon Optionen. Ja. Aber ich glaube, dass Duisburg jetzt über die Seite der Wolze, Kevin Wolze ist jetzt kein kleiner Außenverteidiger. Ja. Und Kühn ist vielleicht jetzt auch nicht gerade der Schnellste. Also das ist eine Option. Nichts dagegen zu sagen, ist der Windmüller in der Viererkette Option? Ja, Gino ist sehr kopfballstark und ist natürlich immer eine Überlegung.
wie man es dann spielt im Endeffekt. Ja, ich frage auch in Bezug auf seine Kopfballstärke, ich habe jetzt den Recht, ich kann nicht sagen, ob der Kopfball stark ist, weil die Situationen noch nicht gesehen habe. Ja, der Recht ist sehr kopfballstark. Ja, okay. Im Mittelfeld, wer würde sich noch anbieten, Günther, hat Drittliga-Erfahrung? Ja, wir haben Optionen, wir können mit dem Hein spielen, mit dem Geipel, mit dem Günther, mit dem Kurz. Wir haben da Optionen. Wir haben in der Vorbereitung getestet mit Hein auf der 6. Das ist nicht ein Ziel und Stichfest, dass der Hein vielleicht immer Außenverteidiger bleibt. Nee. Heinz, nicht dumm, musst du mal ausprobieren, ob du was erfährst. Ich weiß nicht. Sehr erfahrener Journalist. Ich bin im Privatleben nicht so neidisch. Ich schwöre. Ja, dann bleibt nur vorne bleibt nicht voll. Ja, was bleibt? Ausmann bietet sich auf jeden Fall an. Wir können mit einer Spitze spielen im 4-2-3-1. Ja. Also du legst ja noch nicht fest auf 4-4-2 oder... Ja, Michael ist super drauf, nur Michael. Wir haben ja alle 3 Systeme haben wir jetzt probiert, 4-1-4-1, ja. Wir haben 4-4-2 gespielt, wir haben 4-2-3-1 gespielt. Also da sind wir recht flexibel. Ich will jetzt nicht, dass du blank siehst und mir alles sagst, das verstehe ich ja total. Schmidt ist aber schon eine Alternative. Bene Schmidt ist Maschine von drin, ja. Figur wie ein Baum. Ja, stimmt. Laufen kann er auch. Du hast gesagt, die Vorbereitung war in Ordnung, so positiv. Hat es irgendwas Negatives angegeben während der Vorbereitung? Die Verletzung am Monat? Ja gut, die Verletzung von Mohovic, weil der gut drauf war, der hat in den Spielen gut getroffen. Und generell, okay, das eine Spiel, das wir verloren haben, 1-0, da haben wir halt einfach zu viele Chancen verhaut. Meter noch und so, aber es war eigentlich wirklich überraschend positiv alles. Also mir fällt jetzt auf Anhieb nichts Negatives ein. Ja, nicht einmal mehr? Ja. Ja, okay. Ich habe gestern eine Stadtbesichtigung gemacht. Ja. War das ein bisschen eine Ablenkung? Ja, das war toll. Das war toll. Die Damen, die das durchgeführt haben, die waren recht tough und haben für eine gute Stimmung gesorgt mit einigen lustigen Aktionen. Das war echt gut. Okay, dann ist die Mannschaft auch näher getragen worden und auch dem Trainerteam für welche schöne Stadt sie spielen dürfen. Super Stadt. Das gestern ist mir so richtig aufgefallen, weil viel war ja noch nicht unterwegs in der Innenstadt. Ja, War ja nur auf dem Trainingsplatz bis jetzt. Das ist in der Ruhe schon. Ich führe dich schon einmal durch die Stadt. Danke. Ja, Mann, habe ich bis Ende gemacht. Das ändert dann in keine Besäufnis. Ja. Okay. Velagic, war der also so ein bisschen in deiner Überlegung in der Viererkette? Ja, klar. Velagic ist ein guter Spieler. Ja. Sehr ballsicher. Ja. Gute Figur für einen Verteidiger. Ja, da hat er nämlich keine schlechte Rückrunde gespielt. Ja, absolut. Absolut. Ja, sehr beidfüßig und schade, dass er sich eben verletzt hat. Frage nochmal zu dir, Till. Wenn du sagst, ihr seid zufrieden, kann man sagen 4.000, 5.000 oder volle Hütte? Mit was wir rechnen? Zuschauer? Ausverkauft. Nein, Spaß. Also die Zahlen, die du gerade genannt hast, in die Richtung wird es denke ich gehen, aber jetzt wie gesagt. Also wenn ich sage im 5.000er Bereich eventuell. Könnte passieren. Möglich. Ist nicht ausgeschlossen. Ja. Ich habe jetzt gerade was vergessen.
Tut es dir weh, wenn du jemand auf die Tribüne sitzen musst? Das ist unangenehm. Natürlich ist das unangenehm. Ja, das gehört aber leider mit dazu für den Trainer. Man muss einfach eine Entscheidung treffen und erst nach einer Vorbereitung wird sich dann auch zeigen, ob die Mannschaft so geschlossen in sich ist. Ja, wenn die Spiele losgehen, wenn der ein oder andere halt einfach nicht so drankommt, wie er sich das wünscht. Ja, das ist auch nicht schön für mich, ja, weil ich die Jungs einfach gern freudig habe und mit Spaß bei der Sache, aber wie gesagt, gehört leider mit dazu und da muss man halt im Training dann einfach dem Trainer wieder zeigen, dass der Trainer einen Fehler gemacht hat als Spieler und da geht es nochmal weiter. So, herzlichen Dank. Bitte. Vielen Dank, Heinz. Es gibt weitere Fragen. Heinz Giebel, Schallerei. Alexander Schmidt, Ihr Anspruch ist ja oder war ja auch, die Mannschaft in der Spielweise zu verändern. Unter anderem war ja ein großes Manko in der letzten Saison die mangelnde Chancenverwertung. Wie weit sind Sie Ihrer Einschätzung nach jetzt mit dieser Veränderung? Ist die Mannschaft schon perfekt oder fehlt doch noch ein bisschen was? Ja, es fehlt immer noch was. Als Trainer ist man nie zufrieden. Also ich kenne jetzt keinen ambitionierten Trainer, der sagt, ja, alles ist bestens, alles super und wir sind alles super. Also es fehlt natürlich noch was. Ja, das kann man in 6 Wochen Vorbereitung auch nicht hinbekommen. Das ist ein Prozess. Ja, aber wir sind auf einem guten Weg. Und mir ist jetzt explizit in der Vorbereitung nicht aufgefallen, dass wir irgendwie ein Offensivproblem haben. Also es war für mich nicht erkennbar, dass man wirklich hier, dass die Alarmglocken läuten und man Angst haben muss, dass man irgendwie Torabschlüsse hinbekommen oder Tore schießen. Sie haben es schon angesprochen, vor allem Vorbereitungsspiele sind bedingt ein Wegweiser, sage ich jetzt mal. Wie schwierig ist es dann praktisch vor dem ersten Spiel die Mannschaft wirklich einzuschätzen, gerade bei einem Gegner wie Duisburg? Ja, ich gebe ganz ehrlich zu, das ist natürlich immer so, dass man sich als Trainer dann Gedanken macht, ja, sind wir wirklich so gut drauf? Ich meine, wir haben Kräuter 4. Zweitligisten geschlagen, wir haben in Budweis das Spiel souverän gewonnen, ja, gegen einen Erstliga-Aufsteiger. Aber es bleibt natürlich immer so ein kleiner Rest, kommen wir gut rein, ja, können sie es gegen Duisburg umsetzen, wie sind sie psychisch drauf, das ist eine junge Mannschaft und da muss man eben noch so, ja, dann auch mit ein bisschen Erfahrung entweder dann noch ein bisschen pushen oder einfach dann auch mal sagen, Männer, jetzt kommt ein bisschen runter, ja, das läuft schon das Ding, wenn wir diese Aufgaben einfach so umsetzen, wie wir es jetzt trainiert haben. Kann man sagen, Duisburg ist Favorit, so in Anführungszeichen? Gut, von den Einzelspielern kann sich jeder sein eigenes Bild machen, aber als Favoriten würde ich es jetzt nicht bezeichnen. Ja, ist eine gute Mannschaft, aber hier in Regensburg muss man erstmal gewinnen und mit, so wie ich die Mannschaft jetzt in 6 Wochen kennengelernt habe, wie aggressiv und engagiert die sind also da muss ich schon sagen, da wird es schon mal schwierig vom Gegner, aus meinem Gefühl raus. Also Sie sind sehr optimistisch auf das Spiel eingestellt. Absolut, absolut, weil die Mannschaft einfach einen Top-Charakter hat. Ja. Okay, danke. Danke Ernst, gibt es noch Fragen? Ist nicht der Fall, alles beantwortet. Dann vielen Dank für das Interesse an der heutigen ersten Spieltags-PK und vielen Dank natürlich auch fürs Zuschauen auf Jahn TV. Okay, ciao.